2022 ass eng Gefahr beist duerkom. Und zwar e ganz bestimmt Deck mat enger ganz bestimmter Lore. Demos vielleicht noch nicht allzu stark, et gouf nem eng Handtrap, die dat Deck komplett gestoppt huet, nennt sich Ash Blossom and Joya Spring. E paar Joer mi spät kannst du dat mat der Ash vergessen. Herzlich willkommen zu einem neuen Product-Opening. Mir mein haut The Chronicles Deck, The Fallen and The Virtuos, All Foil Edition op. Ja, das ist Starter-Deck, das ja, ziemlich gut aus. Viel Staples, die ja, lobellisch Reprints sind an enger schöner Variante sogar. Also mir haben Sachen wie Bestials an alles dran, sogar den deieren Lubellion, also wirklich ein gut Deck. Verschiedene Karten in Altart, aber verschiedene Altart-Karten haben auch noch eine spezielle Rarität, die natürlich sich gamblen muss. Alle Starter-Deck könnt man so einer Karte an natürlich angelehnt und den aktuellen Anime, den Lore vom Albers an Ecclesia erzählt. Wir haben noch Tri-Brigade drauf, mein absolut, oder ein von meinen ziemlich Lieblingsdecker. Dogmatika ist drauf. Bei Dogmatika schwätzt man aber ein bisschen drüber, weil ich fand Dogmatika-Karten im Altart sind heavy ugly. Ja, wenn ihr das Deck spielen wollt, dann roten ich erst, gönnt erst 3 Stück. Da könnt ihr schon ein relativ solid Deck zusammenbauen. Das Ganze kann natürlich kombiniert gehen mit Draco Tail an etliche andere Decker. Am besten natürlich mit Fusions-Engines. Und ja, wie schon gesagt, früher konntest du den Branded Fusion stoppen. Haut, ja, Gott wie schwer mit der enger Ash, weil der Support, den an diesem Deck dran ist, also auch wirklich gut. Also, wir lesen die Karten also auch durch. Da sind ein paar dabei, die sind, ja, quasi broken. Wir konnten einen Bundlish, die ein bisschen all Floodgate aus dem Format rausgeholt. Format war gesund, gerettet, gesolved. Ja. Dank dem Sanctifier an diesem Support, ja, aus dem Format ungesund wie noch nie. Idolog ist machbar, oder Idolog war immer machbar, aber durch das Deck als Idolog nach mehr einfach, weil, ja, wie ein bisschen low war. Herzlich willkommen zu diesem Product-Opening. Immer den Produkt opmachen, gucken wir uns enker schnell das Alt Structure Deck von 2022 und vergleichen es halt mit der Decklist von dem modernen Deck. Demos kaufen diverse Karten aus dem Branded Archetype nach nicht so, oder Tribal Raid, Springans, Sword Soul, das sind alles Karten, die halt an der gleichen Lore spielen. Und hier sind die ganzen Support-Karten, die mich spät rauskommen, sind tatsächlich dran. Ich meine, die sieht schon direkt, wenn wir Dexter-Deck als gucken. Da sind schon ein paar viel mehr Karten dabei. Und auch bei den Branded-Karten, als du so ein bisschen erheicht gehen, da sind verschiedene Karten dran, die später recht an einem Set rauskommen sind. Und ja, Demos hat ihn halt Sing Branded Fusion, Sing Branded Lost an etc. Okay, wie gesagt, auch Demos konnten eigentlich schon eine ganz starke Deckheimer da bauen. Das war ein guter Anfang. Ihr konnt mit 3 Structure Decks ein relativ stark Combo spielen, die Demos durchgegangen ist, weil Bossmonster Mirror Jade einfach absolut strong ist. Und mit ein paar Karten, die halt dran sind, könnt ihr dann auch relativ gut Interruptions aufbauen. Ja, es geht aber nur nicht das Deck, mehr natürlich dreimal The Chronicles. Ein Structure Deck hat man manchmal auf diesem Kanal noch nicht abgemacht. Heißt mal gucken, was sich dort befindet. Natürlich gibt es die Papaya Playmat für Leute, die komplett aufhängen. Ja, mit einem schönen Artwork, immer mit Fallen of Albers und natürlich mit Ecclesia. Die ganze Geschichte von der Day kennenlernen wollt, könnt ihr auf den japanischen Konami-Account von Yu-Gi-Oh! Gehen. Und da fand er dann den ganzen Anime. Der sind so ganz kleine, 4-minütige Episoden. Wir sind nur bei Episode 5. Wir lernen da das ganz enker kennen. So, wenn ich nur aus meiner Küche gucken, da kriege ich natürlich die Ecclesia am Secret Rare. Ich meine, kann in ein Starlight Rare oder ein Secret Rare von den Altarts kriegen. Ich muss aber leider so, bei den Dogmatika-Karten fand ich ein bisschen schuld. Also, den Design gefällt mir nicht so gut. Das sind so Screenshots aus dem Anime. Ich fand, das wirkt nicht so. Ich meine, wenn in den Alec Ecclesia sich anguckt von Demos, die sieht schon mega noch besser aus. Es gibt zwar auch viele Leute, die das feiern. Und ja,
whatever, mein Favorit, also nicht so, wenn ich das zweite Deck ob man, dann fand man natürlich ein Karte, die ich will holen. Triple Tactic Trust, ja, den Artwork also ein bisschen ernst, als tatsächlich Triple Tactic Trust, ein Karte, die auch noch nicht, ja, konnten sie zwar noch besser kriegen, wenn es der Rarity Collection, aber trotzdem ein Karte, die auch oft gefroht, dass er wahrscheinlich am Preis noch immer ziemlich teuer war. Aber vom Artwork kommt man einfach ein Tri-Brigade-Karte gut, das ist so cool. Ich freue mich natürlich, die Karte an mein Deck zu machen. Seht natürlich, wann der Gegner ein Monster am Tour aktiviert wird, kann ihn es aktivieren. Kontrollierte Gegner Monster kann ihn normal Zauber oder Falle-Karte auf die Hand holen. Wenn nicht, kann ihn sie setten. Also, going first, going second, relativ gut Karte. Strong an ja. Ecclesia kann ihn halt special, wann den Gegner oder wann ein extra Deck Monster um Feld ist, wann hat gesammelt wird, egal ob genormelt oder gespecial, kannst du einen Dogmatiker-Karte sichern. Anet kann natürlich nicht vom Monster vom extra Deck zerstört gehen, durch Kampfmengen. Ja. Also das ist die klassische Ecclesia, nicht die, also nicht die neue Varianten Ecclesia Asio an der Lore ein bisschen mehr oft dabei. Kommen wir mal zu einer letzten Foil, die wir gepult haben. Leider kein Starlight Rare, mehr ein Secret Fusion Deployment. Auch ein Altart zu der Karte, die schon go. Ich weiß gerade nicht viel, ob der Karte drüber ist. Das ist so ein schwarzer Ritter. Ich weiß nicht, ob den zur Log hat. Wahrscheinlich schon irgendwie. Aber ja, den Altart ist absolut gesteuert. Also guck der Stadt an. Du hast Cartesia, die du den Fallen of Albas ja, corrupten will oder so, mengglisch also. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall reveal Monster vom Extra-Deck und dann haben wir ein Material davon. Meistens ist das halt der Fallen of Albas, aber du kannst halt auch ein Despair-Monster rufen oder das Cartesia selber, wenn dann das bestimmte Fusionsmonster von der Cartesia rift. So, das sind meine 3 Karten, die sind nicht garantiert. Die könnt du nach anderer kriegen, wie Fleur de Lis und so. Und natürlich auch an einer anderen Rarität, entweder Secret oder halt Starlight. Starlight wäre natürlich krass gewischt, aber bon. Also okay, gehe ich mich mal zufrieden. Guck mal als Lot-Deck an. Okay, da fällt es mal direkt ab. Konami ist vom Plastik fortgegangen an Aslo zu Pabayas-Tuten rüber geschwappt. Das ist das A-Structure-Deck, was da mal da aufhängt. Interessant. Das hat die Lego auch schon gemacht, soweit ich weiß, dass das halt einfach keine ökologische Lösung mehr war. Wir will nicht allzu politisch gehen, aber auch hier dran ist halt noch immer relativ viel Plastik und ja, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, ich meine, es ist cool, dass ich etwas anderes will, aber das ist natürlich noch nicht die phänomenale Lösung, aber boah, das kann ich halt nicht ändern, musste ich halt auch irgendwie bei Jahren halen. Gebe ich nur das Titan-Deck ab, man, dann hätte man da immer so die Plastiktuten, ihr kennt das wahrscheinlich, falls der Decker schon abgemacht wird. So, ich denke, ich mache ein Deck ab, ich schön nicht dreimal leihen, weil logisch steht natürlich nicht mehr, hier sind garantiert Karten dran, ja. Und da guckt man mal einfach ran. Alles voll, wie gesagt, da wird mega cool aus. Und da gehen wir das durch. Das ist ja ein bisschen eng mit meiner Kamera, aber so funktioniert das. Also dann haben wir mal den Fallen auf Albas, discard eine Karte, fusioniere den Albas an einem Monster vom Gegner zu einer Fusion, die ihn halt machen kann. Bei einem leider Dark-Format wie Yummy an teilweise auch einer Dark-Monster, die ganz gefroht sind, als Fallen of Albas natürlich komplett broken, weil damit kann ich natürlich die 2 Gäse-Stecker sammeln, an die hier sich verwandeln kann, die dann auch Mirrorjade ja, sammeln. Okay, hier haben wir Incredible Ecclesia the Virtuos. Das ist ein Startercard für Sword Soul. Ich muss los denken, hi, die zurückholen. Hier haben wir Dogmatica Ecclesia the Virtuos. Also da aufpassen, ne? Das sind nicht die gleichen Karten. Ich meine, die normale Ecclesia ist auch hier dran, aber auch als dem Anime-Artwork. Ja, das Starter für Sword Soul. Kann ich Special, wenn der Gegner Monster kontrolliert, kann ich Tribute für Sword Soul Monster aus dem Deck zu rufen. Ziemlich cool. Dann haben wir natürlich den Aluba, the Jester of Despair, den Branded Fusion sichern kann, den Normal Summon oder Special Summon, die du halt willst machen. Cartesia, relativ gut in Reprint. Ich kenne den Tesora oder den Ryan, den ja auch regelmäßig Sachen abmischt. Ich habe einen Narrenbart zu kreischen. Das geht ein Ecclesia für ein Wort für sein Draco-Tail-Deck. Ja, Lords Danger soweit, lo kann sich seine eigene Ecclesia ausschaffen, für ganz billig an. Auch nach an einem Ultra Rarität. Ich muss so eine Ultra-Karte gefallen mir am besten. Secrets gehen auch nach durch und so mehr. Alles, was ein bisschen mehr Bling-Bling ist. Du muss es schon relativ gut ausgesehen. Aber bei anderen fehlen das nicht so.
Dann haben wir den Albion, the Shrouded Dragon, auch cool. Go wird Demos auch am Mirror-J-Deck. Cartesia übrigens nicht. An Quam auch nicht. Relativ cool, dass Quam auch endlich da ist. Und nicht Langzeitgesicht, weil ich auch auf der Brand-Train irgendwann wollte springen. Mir schon so nie gesehen. Demos wollte ich den Joshua Schmidt seinen Runic-List durchspielen. Was war das? Runic Bestial mit so einer kleinen Branded Engine. Ja, und dann Springens Kit kann ich sammeln und da kann sie da auch Branded Fusion sichern und auch cool. Das ist natürlich ein Tri-Brigade-Karte. Mercury ist halt dran, Monster Negate, wenn in ein Monster-Umfeld, Fusionsmonster-Umfeld wird voll auf Albas erwähnt, komplett busted, auch ein Tri-Brigade-Karte. Dann haben wir Tragedy, auch high, die kann natürlich auch als Starter gelten. Also das Branded ist halt wirklich ein relativ gut Deck und das also das ist ein bisschen schuld für Konami, dass sich Sanctifier immer noch nicht gehit wird, weil Sanctifier ist das Problem von allen. Es wird immer rundherum gehit. Etliche Karten, die Puppet Loggers fort, mir da taucht halt den Idolorum ab, kennt den theoretisch auch Statuen mit dem Summon, das komplett bastet. Das ist der beste Reprint vom Set, auf den habe ich mich gefreut. Endlich kann ich den Bestial Lubellion ja mal einfach durch Kaffee von 3 Starterdecker runholen. Also ein Karte, ja, als vielleicht auch ein bisschen gepowercreept, mehr. Solange Branded existiert, dass die Karten haben, auch relativ relevant. Bestial Searchen, die mittlerweile auch bald alle auf 1 gehit sind. Magnamut, Saronier nicht, also auf 3. Und das ist natürlich auch der brokensten Bestial, wenn ihr Branded will spielen kann, nämlich da den Branded Fusion auf einer Wehr, wenn den Despia gestoppt gehen ist, ja, sicher gehen. Hier haben wir Druisform, also auch erwähnt. Und da haben wir Dogmatica Ecclesia the Virtuos an dem Anime-Style. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dazu fand. Ich fand die Ecclesia ist noch ganz okay mit Fleur de Lis, die gefällt mir gut nicht. Und ich meine, die kennt ihr, ja. Du hast Fleur de Lis. Okay, im Moment, ich muss Trick holen. Als Karte sieht dann aber nicht so schlecht. Als Karte sieht wirklich cool aus. Schön auf die Screenshots, also wie die Produkt halt auch angekündigt gehen, als unser Bild gewesen, das hat mir aber gut nicht gefallen. Mehr als so als Foil, na, weil nicht so schlecht, also ziemlich cool. Dann haben wir natürlich auch Maximus, ja, auch ein geil Dogmatica-Karte, ne, also jeder, den so ein bisschen an der Branded Lore gefallen findet, der findet hier relativ gut Reprints dran. So, dann haben wir natürlich als Handtraps, da haben wir den Nibiru, den Keeper of Dragon Magic. Ich weiß gerade nicht, was der mischt. Ich meine, den ist auch nicht allzu schlecht. If this card is normal or special, then you can discard one card, add one polymerization, normal spell or fusion, normal spell from your deck to your hand. You can reveal one fusion monster in your extra deck, special summon one of those fusion materials mentioned. Okay, ich habe schon verstanden. Also der ist komplett broken. Der kann auch Branded Fusion sichern. Anne kann, ja, soweit ich das weiß, auch die Fusion Deployment kopieren. Okay, crazy. Oh, und dann haben wir endlich die Karte. Also, die geht safe gespielt, komplett busted, komplett dumm. The Fallen and the Virtuos. Also, nur der Karte das Deck auch benannt. So, und da lesen wir schon direkt an der ersten Zeile. This card is always treated as a branded and dogmatica card. Heißt, Ecclesia kann sie sichern. Heißt, den Jester kann sie sichern, weil den hat auch demos einen Printfehler, der konnte halt Despia-Karte sichern, aber Dropper sollte halt stehen Branded-Karten, das ist natürlich auch so legit, ne? Sonst hätte er gut kein Target-Karte, das wäre ziemlich funny, aber den Jester kann auch die Karte sichern, also komplett busted. Und die Karte sieht, es kann ihnen als Kost, just saying, ne? Kann ihnen ein Fusionsmonster für sein Extra-Deck, der hat Fallen of Albas erwähnt, auf den Friedhof lehen und dann den Karte targeten und den einfach mal zerstören. Quick Play Spell, by the way, no? Und ja, also natürlich mit Ecclesia searchbar und mit einer normaler Combo, wo du eine Branded Card sicher gehst, wenn du Branded lost. Schon hohes, kannst du die High setten, komplett busted. Den zweiten Effekt ist, if you have an Ecclesia Monster in your field or graveyard, target one monster in either graveyard special summon it to your field. Auch eine relativ gute Karte, weil ne, stell dir vor, ein Yami-Spieler hat sein Monster getriggert für sich 2 vom Friedhof zu holen, dann hältst du einfach fort, wenn ihr nicht 2 Tage zuhört oder so, ne? Oder von der Yami-Monster erst gefährlich könnt, wenn ihr ein Link-Monster leid, weil das Sanctifier schon der zweite Link-Monster geklaut hat. Das ist möglich, ne? Oder dann nach Bestial hat.
Ja, wirklich ein gut Karte. Also, holy moly, ich bin noch schon Heavy Hopscall von der Karte, die erst komplett passt. Ja, dann haben wir natürlich die brokesten Karte aus dem ganzen Deck, die alles enabled, in Kombination mit Drake Hotel komplett bastet. Den Ash, ja, musste der da ashen oder musste rau ashen, das ist immer froh. Egal wie, sie kommen durch. Branded Fusion ass op 2 limitiert am Moment kommt zurück war op 1 ja Konami hat gemerkt Branded müsste am relevant gehen ja schlechte Entscheidung. Branded in White auch ein gut Kart wann Brand Fusion nicht durchgeht. Branded in White kann das nämlich ist vom Friedhof muss ihn halt banishen an ja also eine Fusionskarte relativ strong. Branded in Red als Interruption für am Gage-Natur wo ihn dann noch sei vollen auf Albers op Handel dann da kann in eng Fusion sammeln man auch ein ganz gut Interruption war wie gesagt dass Dave die ein eigenes Sette will mat Albion wann den se schon hört kann ihn halt the Virtual setten. Branded Opening gute Starter kann ein Card discarden für ein Desia Monster op Tanzeln oder direkte Specialen. Protect natürlich Fusions Monster emolisch von enger Destruction an dem sind Discard vom Friedhof banished. Muss ich immer wann den geht der Deck spielt gerade als Yami-Spieler aufpassen ob der um Friedhof leid oder nicht. Branded in High Spirits ein Karte die nicht so stark branded das weil Branded sie nicht braucht mehr an all einer Combo Deck als die Karte komplett broken weil sie enabled halt auch viel wehr. Sie recycelt es selber an sie Süßstoffe dass in eng Mensch geht Fusionen vom extra Deck zu sammeln ob speziell Aderweis. Relativ cool Karte, by the way. Ecclesia drüber, wie sie gerade an der Springens-Welt ist. Ne? Also, das sehen wir auch gerade mal im Anime. Chef, weiter da gesehen, da drüber sitzt halt mein Lieblings-Tri Brigade Kit. Ja, also ziemlich cool. Branded Lost, ja, auch broken. Die sollte am besten immer zerstören, ehe sie halt, ja, lass leer kann. Sobald eng Fusionsbeschwörung gemacht wird, kannst du nicht mehr drauf, ob Fusionsbeschwörung nicht mehr drauf reagieren. Natürlich alle Effekte, die dort triggern, können da nicht stoppen. Und wenn eng Fusionsbeschwörung gemacht wird, kann Branded Lost nach eng Karte aus dem Branded Archetype sichern. Broken, dann Branded Regained, auch ein ganz guter Reprint. Wenn ein Karte gebannt ist, könnt ihr sie zurück an Deck legen, an eine Karte sehen. Wenn der Gegner ein Normal Summon oder ein Special Summon mischt, könnt ihr ein Bestial Monster ja, ob er fällt sammeln. Die ist auch relativ gut an Decker, die echt mit Bistelswille schaffen, an, ja, wie gesagt, Regained, schwingen die Katze. Er kann ihn auch alles mit Lubellion setzen, von dem Umfeld ist. Nadir Servant am allen Artwork, schwingen, Nadir Servant hat auch ein Alternativ-Artwork oder ehrenisch mich Dolo? Schwingen Jeremisch. Sind wir doch nur nicht ganz sicher. Mehr ob als Nadir Servant kennt den auch ein ganz guter Reprint. Kommt zwar auch an der Rarity Collection mittlerweile, als du nicht mehr so da ja an, auch nicht mehr so gefroht. Aber Dogmatica kriegt auch noch einen relativ guten Support demnächst an. Nicht cool. Branded Bond. Special Summon 1 Fallen of Albers from your hand, graveyard or banishment during the end phase if this card is in the graveyard because it was sent there to activate the effect of Fallen of Albers this turn. You can set this card. Okay, cool. Ja, denke, das spielt die auch nicht so oft. Vielleicht einmal am Zeit, wenn er wirklich benötigt wird. Also ein Monster Rebound für Fallen of Albers, aber das brauche ich eigentlich normalerweise nicht. Also dann, das, ja, coolen Effekt, aber nicht so gefroht. So, und dann haben wir halt Fusion Deployment. Haben wir ja für drin schon am Secret gezogen. Ich fand so am Ultra war besser, dann erkennt ihr noch mehr, wer auf der Karte geschützt. Und ja, wie gesagt, Reveal Monster und dann Special Summon, also den Effekt, das ist dynamisch wie die normalflügischen Deployment. Triple Tactics Trust, auch normalen Effekt, aber beim Tri Brigade, das ist so cool. Ich hoffe, Tri Brigade wird zwar Support low gut, ist aber leider nicht so gut. Die Interruptions gehen halt nicht durch von dem Deck, das ist das Problem. Die müssen halt mehr stark Interruptions kriegen, vielleicht ein Boss Monster oder so. Ominous Omen ist halt leider ein bisschen aus der Zeit gefallen. Dann haben wir einen Full Spiral Goods, Goldsarkophag, also alles Karten, die ihn halt auch spielen kann. Ein Super Poly, Branded Retribution, auch ein gut Counter-Card, also wirklich strong. Branded Banishment, Branded Sword, also die ganzen Karten, die nicht relevant könnten nach Beast, als an einem anderen Deck relevant. Hier ist ein richtig geilen Reprint. The Black Goat Loss. Endlich schon ein Playset davon. Broke Card.
Und wer doch als nach lang begleden, also ganz gut Trust Target, also sind ich froh, dass die da halt dran ist. Dann haben wir Dogmatica Punishment. Und Fusion Duplication. Ah, why? Why Konami? Ja, kann halt, wenn er Branded Fusion nicht durchkommt, hätte er einfach die Karte auch mal Trust drin, weil er Branded Fusion geasht geht, und dann macht er einfach am nächsten Tour. Und da kann sie nicht geasht gehen, weil sie kopiert nämlich die Fusion-Effekt nicht, dass sie sieht nicht, dass Karte vom Deck auf den Friedhof gesendet gehen. So, und dann haben wir den Dragon that Devours the Dogma. Das ist das Night Monster, was an dem Deck halt drauf hier könnt. Dafür braucht er voll eine Wahlbas Light or Dark Monster plus ein Effekt Monster. Also ein super Poly-Target, was du gehst aus einem Feld basically raumt. Gerade Yami-Spieler haben richtig Probleme damit. Und die Karte seht. While an Ecclesia Monster is on the field or in Ada Graveyard, this card gains 500 attack, also it is unaffected by other cards effects. Ah, broken, ne? Was will ihn du schon machen? You can only use each of the following effects of the the dragon that devours the dogma once per turn. If this card is special summoned, you can shuffle up to 2 cards from your any graveyard or banishment into the deck. Recursion oder halt Interruption. Crazy. You can, if this card is in the graveyard because it was sent there this turn, you can add 1 Dogmatica or Tri-Brigade card from your deck to your hand. Also kann den mit Nadir Servant, so wie mit divers anderen Karten auch sein Tri-Brigade Engine an der Endphase. Was an der Endphase? Ja, an der Endphase. Wie all Branded Monster sicher gehen. Dann nochmal Mirror Jade, Mystic Cannon, komplett broken. Albion, banished Materialien für Mirror Jade zu sammeln. Lobellion Discard ein Card, schaffelt Materialien zurück für Mirror Jade zu sammeln. Kann natürlich auch Rana Fusions machen, aber es gibt halt dafür benutzt. Nochmal den Alpal Lenatus. Einen von den Fusion-Monstern, die Demos nicht am Deck waren, ist auch noch nicht so relevant, aber bon, ist auch als Reprint dran. Titanic Lad, auch komplett broken. Das ist der Searcher für Dogmatica-Karten an der Endphase. Und den Glory Dragon ist der Searcher für die Tri-Brigade-Karten an der Endphase. Wieso gibt auch echt an einem Tri-Brigade Beast-Bild, Chimera-Bild gespielt, weil am Branded-Bild mehr bon. Kann ja alles ein bisschen testen. Ne? Der Deck ist halt wirklich splashable, der ist halt krank. Dann haben wir noch den Iron Dasher, den ist auch nie als Karte an einem Deck abgetaucht, den wir den auch müssen an einem Set pullen. Also aber auch dran. Und Rindworm, das beste Monster meiner Meinung nach, was der Deck hat, kann voll noch Walbers zurückrufen, wenn Friedhof leid, und Feld, dass es eine Interruption für alle Monster wird aus dem Extra-Deck kommen. Ja, und ja, als Game-Changing, wenn den Feld ist. Ja, und dann haben wir ein Gedir, what the fuck, ein Gedir wird krank genial. Naja, schon ja nachher pur, die auch Karten auf den Friedhof sind. Und auch relativ broken ist, das ist auch den Target, den er revealed bei Fusion Deployment für Cartesia Abfeld zu kriegen, für die Draco Tail spielen wollen. Das war's. Schreibt mal eure Meinung zu dem Deck an Kommentaren. Ich fand, dass der Format Doma da relativ broken ist, also Spaß mich das ganz nicht mehr, außer vielleicht du spielst das Deck selber, aber boah, dann ist es doch relativ Dice Roll dependent, besonders wenn ihr nicht mit Draco Tail kombiniert. Ich gesehen da keine Welt, an der Draco Tail nicht der beste Deck ist. Es gibt so viel geschenkt, ich meine, Dimberry ist fort, also Fusionen können einfach Unga Bunga gehen. Auch was sämtliche Floodgates fort sind, den Idolog ist trotzdem machbar. Also einfach ein Dark Monster, was auf der Friedhof durch Branded Fusion geschickt wird. Also, ja, wisst ihr, was Konami dafür eine Idee hat, begrüßen kann ich das ganz natürlich nicht. Trotzdem freut mich, der ist ziemlich cool, weil alles halt Foil ist und mit Tri-Brigade-Karten ein bisschen auch berücksichtigt gehen. Ist so, merci, wird nur gucken, bis demnächst.